Hast du Gott schon mal Danke gesagt, dass du spitz werden kannst? Ich meine, Gott hat dich geschaffen als sexuelles Wesen und dann hat er gesagt, das ist sehr gut. Nur wir sind alle schon oft konfrontiert mit falschen Erwartungen und dann Enttäuschungen, Verletzungen und dann komischen Ansichten zu dem Thema Sexualität und Beziehung. Aber in dieser Serie wollen wir wieder dieser Freude nachjagen. Der Freude nach göttlicher Lust und Liebe. I'm so into you. Sehr schön. Hey, ihr seid eine fantastische Crowd. Hey, die haben es geliebt, hier oben zu singen mit den Lichtern und alles. Es ist wirklich ein Privileg, am heutigen Abend da zu sein und zu predigen. Und heute gehen wir so richtig dem Fundament mal von der Sexualität in der Bibel auf den Grund. Und es wird recht intensiv. Weil wir haben uns vorgenommen, wir machen eine Message über alles, was die Bibel sagt über Sex. Sogar ein bisschen alles. Das heisst, wir gehen richtig Highspeed durch die Bibel durch. Wir haben 4 Parts, die wir genau miteinander anschauen. Und du musst wirklich ready sein. Ich hoffe, du bist ein bisschen frisch noch im Kopf, hast eine strenge Woche wahrscheinlich gehabt mit Arbeiten. Aber ich brauche euch heute Abend so richtig in Topform. Sind ihr ready? Ja gut, ich bete jetzt gleich noch. Jesus, ich lade dich ein am heutigen Abend. Ich bitte dich, Heiliger Geist, führe uns in die Wahrheit. Schenke uns ein Verständnis für das, was dein Wort wirklich sagt am heutigen Abend. Amen. Ich habe letztens einen Podcast geschaut von einfach auch einem, der über Sex predigt hat. Und dann habe ich gemerkt, er fängt an, liest aus der Bibel und dann redet er weiter und so. Und dann nimmt er verschiedene psychologische Studien und redet noch ein bisschen über kulturelle Sachen. Und schlussendlich landet er an einem Punkt, wo ich mega respektiere, dass das seine Meinung ist. Aber ich bin völlig nicht mehr rausgekommen, was ist jetzt seine Meinung und was ist jetzt wirklich das, was die Bibel sagt. Und ich habe gemerkt, ich muss euch da ein bisschen helfen, damit ihr das ein bisschen gut unterscheiden könnt. Was ist jetzt am Joel seine Meinung und was ist jetzt eher einfach das, was die Bibel sagt. Und natürlich ist meine Meinung die einzige, die gilt in dieser Kirche. Ich bin ja Pastor da. Nein, mein Ziel ist, euch in eine Mündigkeit hineinzuführen. Ich sage euch ehrlich heute meine Meinung in gewissen Sachen. Vielleicht siehst du Sachen anders, aber ich möchte dich vor allem ausrüsten, dass du kannst umgehen, die Bibel lesen und die Sachen nehmen, auf den Heiligen Geist hören, dass du kannst eine Meinung dir bilden und in die Wahrheit dich hineinführen durch die Bibel und durch den Heiligen Geist. Und das soll dich inspirieren heute. Und ich habe euch eine Hilfe. Ich habe nämlich einen Theologen mitgenommen heute Abend. Niemand anders als der Tobi Schwegler. Tobi. Er ist Pastor im ICF Glarus und ICF Rapperswil und du bist heute da. Er hat extra auch seine Bücher mitgenommen und wir werden heute zusammen da miteinander über das reden und ich habe ihn da schön als Lehrerpult angesetzt. Und am Tobi seine Aufgabe ist es möglichst, die biblischen Sachen möglichst uninterpretiert euch überzugeben. Logisch, alles schon, nur wenn du eine deutsche Bibel liest, ist sie schon interpretiert, weil irgendjemand hat sie natürlich übersetzt. Aber meine Aufgabe ist es mehr eigentlich nachher das, was er sagt, oder die biblischen Sachen ein bisschen umzusetzen, wie, was machen wir jetzt da drüber, damit, wie nehmen wir das ins Leben hinein. Verstehen ihr die Rolle? Und sonst kommen wir langsam rein. Wir starten nämlich miteinander gerade in das rein. Tobi, ich würde sagen, wir fangen den mal ausnahmsweise vorne an. Ganz am Anfang Bibel, Schöpfungsgeschichte und lass uns zuerst mal anschauen bei der Schöpfung. Wie und warum und was hat Gott den Mensch geschaffen und kommt dort sogar schon Sex vor? Ja, es ist natürlich spannend, wenn man die Bibel aufschlägt. Vielleicht hast du sie auch schon aufgeschlagen und ziemlich am Anfang geht es um die Schöpfung. Und in dieser Schöpfung, nämlich im ersten Kapitel der Bibel, geht es schon mal um Sex. Weil wir lesen dort miteinander im Genesis, also 1. Mose 1, 28. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und das ist noch spannend, dass Gott den Mensch schafft und dem Mensch, der erste Auftrag, den er am Mensch gibt, hat mit Sex zu tun. Yes! Der erste Auftrag hat mit Sex zu tun, das ist schon mal eine geile Ansage. Ja.
Es hat mit Sex zu tun. Und das Spannende ist, dass die Situation, wo Gott den Menschen geschaffen hat, ist vor dem Sündenfall war. Also muss Sexualität, die Vermehrung über Sex, muss zu Gottes ursprünglichem Schöpfungsplan gehört haben und ist nicht ein notwendiges Übel geworden durch die Sünde, sondern es hat schon ins Paradies hineingehört. Und darum ist Sex etwas Gutes. Ich meine, das muss man jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Es gibt zum Beispiel Fortpflanzung, kommt auch noch ganz anders vor. Es gibt Tierfortpflanzung, da geht eine Fortpflanzungsakt keine Sekunde und das Zeug ist besamet. Oder bei den Pflanzen ist es eine Bestäubung, die haben nicht einmal Berührung miteinander. Und ich glaube, Gott hat da ganz gezielt sich überlegt, Fortpflanzung, es entsteht ein neuer Mensch. Wenn ein neuer Mensch entsteht, muss großartig sein, das muss sich emotional anfühlen, das muss tief sein, da muss sich ein riesen Fest irgendwie schon automatisch entstehen lassen, wenn ein Kind gezeugt wird. Und darum glaube ich wirklich, ist das nicht nur ein Auftrag, wo Gott gibt, hey, pflanzt euch fort, sondern auch ein Geschenk, wo Gott uns machen will mit der Sexualität. Wir haben im Kapitel 2 haben wir dann noch einen detaillierteren Bericht über die Menschen, die Gott schafft. Und dort lesen wir, dass ja der Adam allein war und Gott gemerkt hat, irgendwie braucht er noch jemanden. Und da lesen wir, da sagte der Mensch, also wo er dann die Eva geschaffen hat, Gott, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Vielleicht ist jetzt die Übersetzung nicht mega geläufig. Männin, was heißt das? Es kommt aus dem Hebräischen, ist einfach Ish, ist der Mann und Isha ist dann eigentlich die Frau. So eine weiche, wie die Frauen sind, schön weiche Endung, Isha. Und man merkt, der Adam hat Freude gehabt. Er hat gemerkt, hey, jetzt habe ich es gegenüber. Das ist jetzt das Gebein von meinem Gebein. Das passt zu mir, das ist gut und das ist richtig. Das fühlt sich richtig gut an. Und wir lesen, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sie werden eins sein. Und zu dieser Zeit kann man vielleicht sagen, oder später sieht man die Familien, die dort geherrscht haben, oder wo sind mehr so Grossfamilien gewesen. Wir haben zusammengelebt, heute kennst du es mehr noch von den Südländern. Die leben viel enger zusammen als Familie, als wir Schweizer uns das gewöhnt sind oft. Und darum heisst das Vater und Mutter verlassen nicht unbedingt geografisch verlassen, sondern auch im Körper muss eine Lösung stattfinden, dass man sich neue Familien gründen kann, dass man sich eins macht und dieser Ehe, dieser Verbindung zwischen Mann und Frau Priorität gibt. Und man merkt, jetzt wird man ein neuer Mensch, wir werden eins Fleisch. Und das Anhängen, was das Wort braucht, das heisst Tabak, also nicht Tabak, das kannst du nicht rauchen, aber das Tabak, das ist so viel wie ankleben, anhängen und wird an anderen Stellen sogar für die tiefste Beziehung gebraucht, was es gibt, nämlich die Gottesbeziehung. Und wir können zu Gott genau das gleiche Wort wird gebraucht, am anderen Ort im 5. Mose zum Beispiel. Und das zeigt, es geht um eine tiefe, enge Beziehung, wo du nicht auseinanderreißen oder nicht sollst auseinanderreißen. Und die Ehebeziehung zwischen Mann und Frau ist schon die erste menschliche Einrichtung, die Gott geschaffen hat. Und wenn du mal überlegst, wo Gott das da innen gemacht hat und sagt, Vater und Mutter verlassen, bei Adam und Eva hat es noch keinen Vater und Mutter gegeben. Also ist das schon mal ein prophetischer Ausdruck, dass die Bindung wird so stark sein, dass Mann und Frau werden wollen, Vater und Mutter verlassen, zum eins werden, eins Fleisch, geschlechtlich, emotional und dass auch Frucht entstehen, nämlich Kind. Ist interessant, wir sind immer noch in der Schöpfungsgeschichte, oder? Das ist immer noch Schöpfungsgeschichte. Also dort, wo steht, Gott schafft Himmel und Erde und nachher füllt er das und Tier und alles, all die Sachen. Und dann macht er den Mensch. Und plötzlich hat es so einen Abschnitt, so einen Vers, wo Gott über Beziehung irgendwie etwas redet. Aber es gehört immer noch zur Schöpfung. Also das ist wirklich der Ort, wo man kann sagen, Gott hat die Ehe erfunden. Wer hat es erfunden? Gott. Richtig. Genau. Und jetzt lass uns schnell anschauen, einfach jetzt, das können wir für uns nehmen. Also, das ist der Vers, wo mir gesagt hat, will ich Ehe bauen? Oder was ist Ehe? Das findest du da, weil da hat es Gott gemacht und da sagt er, wie er es gemacht hat. Das Erste eben, wir haben es schon gehört, ist, dass ein Mann sagt, oder sich eine Frau auch, die sagt, hey, ich verlasse jetzt das, was hinter mir ist und bin bereit, den mutigen Schritt zu machen. Die Familie, die ich vorher hatte,
ist nicht meine Hauptfamilie, sondern die Frau, die ich jetzt heirate, ist meine Hauptfamilie. Das hat einen sozialen Aspekt, es hat einen haushalterischen Aspekt. Also wir sind jetzt zusammen, meine Frau und ich, wir teilen unsere Finanzen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir einen Putzplan haben und unsere Wohnung sauber halten und all diese Sachen. Es hat auch einen Vertrauensaspekt. Wir hängen dann auch zusammen, wenn irgendetwas schief geht oder so. Wir gehen zusammen. Und in all dem drin kommt dann eben das, dass wir durch das so zusammenwachsen in Liebe und Seele. Und für mich ist das Sexualität wird eigentlich in das hineingegeben, in die Ehe. Und das ist für mich auch das Indiz eigentlich. Das Erste, was es braucht da, oder der erste Schritt, noch bevor die Sexualität eigentlich dann ins Spiel kommt, ist da, man macht das Commitment. Und das ist schon extrem anders, als in unserer Welt oft geteacht wird. Zuerst musst du ein bisschen experimentieren körperlich und nachher merkst du, ob du ein Commitment machen kannst. Das ist die Message von dieser Welt. Die Message, die da kommt, in der Schöpfungsgeschichte, hey, zuerst einmal entscheide dich, ist es wirklich der Mensch, wo du ein Leben lang dich committen dran, dich dranhängen, wo du sogar deine eigene Familie sagst, hey, ich bin nicht meine Hauptfamilie. Und dann dort rein wach kommt nachher das, dass man körperlich eins wird und auch seelisch eins wird und eben eine Familie startet. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, die Schöpfungsgeschichte eigentlich, ich mache da mal ein Herzchen, gibt uns eine Vision von Mann und Frau, die zusammen leben und zusammen eigentlich da eben den Bund machen. Seht ihr das? Mega schön. Wow, ich habe ein Herz geschafft zu zeichnen. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Lass uns weitergehen in den nächsten Teil von der Bibel. Wir sind schon im Teil 2. Im Teil 2 geht es ums Gesetz. Und ich hoffe, wenn du Gesetz hörst, rollst du dir nicht die Zehennägel hinter und du denkst, das Gesetzliche, das mag ich nicht mehr sehen, sondern das Gesetz ist auch von Gott geschaffen, es ist im Alten Testament drin. Aber wie ist das Gesetz überhaupt zum Mensch gekommen? Wenn du der weiterliest von Adam und Eva, geht es dann weiter mit Kain und Abel, es ist dann der Sündenfall, der kommt. Es kommt der Bund mit dem Noah, wo Gott geschlossen hat, darum haben wir den Regenbogen am Himmel als Zeichen. Und dann kommt die Zeit der Patriarchen, dort hast du den Abraham, den Isaac und den Jakob. Und ein Sohn von Jakob, das war der Josef gewesen. Im Musical ist es ja auch um den Josef gegangen, der verkauft wird und, nach Ägypten. Und dort war er gewesen. Und hat dann zuerst ein bisschen unten durch müssen, war im Gefängnis, sie haben ihn verarscht und dann ist er aber an eine gute Stelle gekommen beim Pharao. Und durch das ist dann später in der Hungersnot, ist ja seine Familie von seinem Vater, seine Brüder sind gekommen und wollten das Essen bei ihm holen. Und später hat er seine ganze Familie auf Ägypten genommen und ist dann das Volk Israel in Ägypten gross geworden. Das heißt, aufgewachsen und dann später auch unterdrückt worden von den Ägyptern, weil sie zu gross geworden sind. Und dort ist nachher der Mose drinnen geboren. Und den Mose kennen wir vielleicht. Und durch den Mose und die 10 Plagen ist es nachher möglich gewesen, aus Ägypten auszuziehen in die Wüste. Und sie sind dann ausgezogen in die Wüste. Und du musst dir vorstellen, das Volk, man ist sich nicht ganz einig unter den Theologen, ob das jetzt 500'000 Leute sind oder ob das 1 Million, 2 Millionen Leute sind. Aber es sind, wir gehen mal aus, etwa 1 Million Leute gewesen, die Israeliten, also ein rechtes Zeltlager, das da stattgefunden hat. Und dort drinnen hat Gott noch ein Gesetz gegeben, diesen Israeliten, dem Volk Israel. Man muss sich mal vorstellen, so ein Volk von eben über 1 Million Leuten und sie haben keine Regeln, kein Gesetz, nichts, wäre ein riesen Chaos. Und dort hat Gott eigentlich das Gesetz geschaffen. Gott hat grundsätzlich eine gute Absicht mit jedem und dann hat er eigentlich so wie einen Rahmen geschaffen für das, was ist noch gut. Und der Rahmen von dem, das ist eben das Gesetz vom Mose. Du darfst das schon mit reinnehmen. Es gibt ja mega viel eigentlich so Gebote. Die haben aber wie meistens ein bisschen Linie. Warum gibt es die Gebote? Was haben die für eine Funktion, Tobias? Also das eine ist, glaube ich, schon Ordnung. Wenn du einen riesen Haufen Menschen zusammen hast, ist es gut, wenn es eine gewisse Richtlinie gibt. Aber wo das Gesetz reingekommen ist, wo Gott es den Menschen gegeben hat, hat er einen Bund geschlossen mit ihnen. Er hat gesagt, schau, ihr seid mein heiliges Volk, auserwähltes Volk. Ihr seid mein Eigentum und ihr sollt heilig sein darum. Und darum ist das Gesetz eigentlich ein Gesetz für ein theokratisches Volk. Ein theokratisches Volk heisst ein Volk, das sich von Gott bestimmen lässt, wo Gott herrscht. Und so ist das Gesetz eine Richtlinie und Möglichkeit, eine Vision für ein theokratisches Volk, dass sie wissen, was durchgeht. Gleichzeitig tut das Gesetz auch Sachen schützen, wo Gott für schützenswert hält. Es gibt Sachen, wo man schützen muss und das schützt das Gesetz. Und das Gesetz zeigt auch etwas, es ist eine Offenbarung auch vom Wesen von Gott. Dass man sieht, wie ist Gott, wieso, wenn man darüber nachdenkt, wieso hat er das gemacht, was ist ihm wichtig und das ist das Unveränderliche am Gesetz.
Wir lesen aber auch in Markus 12,30 ist jetzt eine neutestamentliche Stelle. Dort wird er von einem Pharisäer gefragt, wo sehr klar war in der Schrift, hat gesagt, hey, wenn man das Gesetz zusammenfassen muss, was ist das Wichtigste? Und Jesus gibt zur Antwort, und er zitiert dort im 5. Mose-Stelle, also eine alttestamentliche Stelle, er sagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also wir sehen, das ganze Gesetz fasst in dem zusammen. Und dann können wir daraus schliessen, hey, die Aufgabe vom Gesetz ist, hey, was ehrt Gott? Was hilft mir in dieser Beziehung zum Vater zu stehen? Aber was ist auch der gesellschaftliche Aspekt? Was ist gut fürs Miteinander? Für meinen Nächsten, einen Einzelnen, aber auch fürs Volk, für eine Gesellschaft. Was dient dem? Weil hinter jedem Gebot, hinter jedem Gesetz, das Gott gemacht hat, steckt immer ein göttliches Prinzip, das Leben schafft. Es schafft immer Leben, was Gott sagt. Er sagt nicht etwas zum Spielverderben sein, sondern er sagt etwas zum Leben schaffen. Wenn ich so Gesetze lese, oder ich lese mal im Alten Testament, vielleicht hast du das auch schon gemacht, und du siehst die Gesetze, dann frage ich mich immer, oder ich habe die Haltung, hey, das Gesetz, das hat mein Daddy geschrieben zu seinem Volk, das er mega gerne hat, das er liebt, das er irgendwie ihnen dienen will. Also ich kenne meinen Daddy, ich kenne den, der das Zeug alles geschrieben hat. Ich kenne ihn sogar recht gut langsam und lerne ihn immer besser kennen. Das heisst, ich versuche mündig an das alles heranzugehen und nicht nur zu schauen, was steht da genau, sondern auch, ich kenne doch meinen Vater im Himmel. Warum hat er echt das gesagt? Ich mache dir ein Beispiel von Mündigkeit. Wo du klein warst, hat dir dein Papi vielleicht gesagt, lang nicht auf die Herdplatte. Okay? Und er hat gesagt, mach das nie, lang nie auf, weil die Herdplatte war für dich da oben gewesen, du hast keine Ahnung gehabt. Und dann irgendwann bist du gewachsen und irgendwann hast du aufgesehen und hast gemerkt, okay, da hat es Herdplatten, okay, die sind amix heiß, da hat es so Lichtli und wenn das Lichtli brennt, dann ist es sehr wahrscheinlich heiß. Und du hast nicht das Gebot von deinem Daddy lang nicht auf die Herdplatte, hast du mündig, kannst du das heute beurteilen. Du weißt, er hat dich schützen, damit deine Finger nicht verbrannt werden. Und was du immer noch machst, ist, du langst nicht einfach auf eine heisse Herdplatte, weil du siehst und kannst unterscheiden, was ist heiß und was ist nicht heiß. Und das ist Mündigkeit. Und so gehe ich mit dem Gesetz um. Wenn mein Daddy gesagt hat im Gesetz irgendetwas, dann versuche ich zu verstehen, was ist das, was mein Daddy damit wirklich meint. Zum Beispiel, im Gesetz hat es sehr, sehr viele Hygienesachen, wo Gott gesagt hat, seinem Volk hat sie gelehrt, wie sie hygienisch sein. Wenn man jetzt die Wissenschaft das heutzutage anschaut, dann merken sie, dass die Juden, oder die nach dem Gesetz gelebt haben, hygienisch einen viel höheren, besseren Standard hatten als alle Kulturen rundherum. Ist doch crazy. Gott hat ein Wunder eigentlich, das Gesetz ist ein riesen Wunder, wo er sein Volk geschützt hat. Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt einmal vergesse, vor dem Essen die Hände zu waschen, dann habe ich nicht das Gefühl, oh Scheiße, jetzt hasst mich Gott, weil ich die Hände gewaschen habe vor dem Essen. Verstehst du, was ich meine? Ich bin mündig. Das heisst, ich verstehe, Gott will, dass ich hygienisch lebe. Das heisst, ich soll grundsätzlich mich gut waschen, meine Hände gut waschen und wenn ich aus dem Tram ausgestiegen bin und nachher essen, dann vielleicht ist es schon noch gut, noch schnell die Töpfe unter den Wasserhahn zu heben. Mega gut. Jetzt habe ich den Ding verloren, wo wir sind. Weiter. Mach du weiter. Ja. Also vielleicht kennst du die 10 Gebote und schon dort lesen wir etwas über Sexualität, nämlich du sollst nicht Ehe brechen. Das ist mega bekannt und es zeigt jetzt den Aspekt, Gott möchte etwas schützen und er möchte gewisse Richtlinien geben, du sollst nicht Ehe brechen. Und Ehebruch passiert viel auch mit dem geschlechtlichen Akt, dass man fremd geht und die Ehe so bricht. Also man sieht, Gott will etwas schützen, Gott will Richtlinien geben. Es ist zumal auch für den Betroffenen nicht geil, wenn deine Frau mit einem anderen ins Nest geht und so, das ist einfach für das gesellschaftliche Nebel nicht gut. Es ist für deine Ehe absolute Katastrophe. Darum sagt er, du sollst nicht Ehe brechen. Er hat das schützen. Und wir lesen an vielen Orten im Gesetz,
dass Gott etwas zu sagen hat zu Sexualität. Zum Beispiel im 3. Mose, das ganze Kapitel 18, das ist ein spannendes Kapitel, du musst das mal lesen. Dort geht es zum Beispiel um Inzest. Das heisst, hey, du sollst nicht mit blutsverwandten Geschlechtsverkehr haben. Und dort zählt er alle möglichen Varianten auf, mit der Schwiegertochter, nicht mit der Mutter oder nicht mit der Frau von deinem Vater und was ja deine Mutter ist vielleicht oder Halbmutter oder was auch immer. Einfach, es hat jenste Möglichkeit, wo du siehst, mit wem du nicht schlafen sollst. Und das ist krass, oder es geht um Sex, wenn die Frau ihre Tage hat. Das ist auch so etwas, das steht in diesem Kapitel. Lustig oder spannenderweise kommen Kindsopfer noch vor in diesem Kapitel. Oder Homosexualität, also es steht, eine Frau soll nicht bei einer Frau liegen, wie man bei einem Mann liegt, oder ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen, wie er bei einer Frau liegt. Und das Letzte, das leuchtet uns wahrscheinlich allen ein, soll der Mann oder die Frau soll auch nicht beim Vieh, also bei Tieren sein. Also sexuelle Praktiken mit Tieren soll es auch nicht geben. Also Gott sagt vieles zu Sexualität. Das ist so ein typischer Abschnitt aus der Bibel, wo uns eben dann vielleicht ein bisschen Mühe macht. Also wenn die Bibel da im gleichen Kapitel davor redet, ich darf jetzt nicht mit meiner Frau schlafen, wenn sie ihre Tage hat und auch einfach kein Kind opfern. Also es ist wie nicht so das Gleiche für mich jetzt, oder? Also ich glaube, wir sind alle ein bisschen der gleichen Meinung, dass Kindopfern wirklich nicht so toll ist. Damals übrigens ist es nicht so eindeutig gewesen, weil viele Religionen haben das verlangt, dass man Kind opfert. Das ist nicht so selbstverständlich gewesen in der damaligen Zeit. Aber wie nehme ich jetzt das mündig, diese Sachen? Ich möchte dir ganz spezifisch auf eins von denen eingehen. Jetzt bei der Sex haben mit meiner Frau, wenn sie ihre Tage hat. Jetzt überlege ich mir, was ist der Gedanke dahinter, wo Gott hat. Auf der einen Seite ist sicher ein hygienischer Grund hinter dem Gebot und auf der anderen Seite hat es auch mit dem Blut zu tun. Blut hat in dem Alten Testament immer eine kultische Bedeutung. Blut ist im Tempel gebraucht worden, um Menschen Schuld zu vergeben und zum Menschen wieder zu versöhnen mit Gott. Und darum hat Blut nicht sonst irgendeine Berührung geben mit dem Menschen. Und bei uns ist es ja nicht so anders. Mich hat auch Blut wieder mit Gott verbindet, das Blut von Jesus. Verstehst du? Und darum ist das Blut von Jesus das, was mich reinwäscht von der Sünde. Und das ist das einzige Blut, das Kraft hat in meinem Leben. Darum ist es für mich jetzt nicht das Problem, wenn ich irgendwo Blut anlange oder dir ein Pflasterli auf deine Wunde mache und dabei noch ein bisschen Blut an meine Hand kommt. Ich werde nicht unrein durch das. Und darum finde ich jetzt, ich dürfte Sex haben mit meiner Frau, während sie ihre Tage hat, wenn wir das wollen. Machen wir aber nicht. Aber verstehst du, ich versuche zu verstehen hinter all diesen Sachen. Und jetzt bei den anderen Sachen ist es wieder andersrum. Ein Kindsopfer wird jetzt schwierig für mich zu sagen, ja, das ist jetzt, glaube ich, Gott nicht mehr so wichtig im Neuen Testament. Sondern es ist Gott wahrscheinlich noch wichtiger. Und so gehe ich mit dem Gesetz, probiere ich mündig umzugehen und dahinter zu schauen und zu verstehen. Dann, wir lieben ja grundsätzlich Gesetze. Eine Frage, die immer wieder kommt, wie weit darf man denn gehen, bevor man geheiratet ist? Wie viel Nähe ist dann schon dann Sex und wie viel Nähe ist aber noch erlaubt? Grundsätzlich glaube ich, es ist mega gut, wenn ihr zusammen redet und einen Rahmen schafft, der für euch stimmt. Wenn du ein Kind von Gott bist, bist du gefüllt mit dem Heiligen Geist und ihr könnt ehrlich zusammen sitzen und euch darüber reden, was ist der Rahmen, der für euch, den ihr findet, von der Ehe, der geht auf. Mega wichtig, lieber, du nimmst mehr Rücksicht auf deinen Partner, als dass du deine Lust durchdrückst. Glaub mir, es wird sich am Ende auszahlen. Es ist besser, du wartest noch ein bisschen zu fest und du ein paar Sachen noch nicht machen, als dass du deinen Partner in etwas reindrängst, wo er eigentlich nicht dahinter stehen kann. Weil das macht so viel kaputt nachher. Dann hast schöne oder hast Liebeserfahrungen oder sexuelle Erfahrungen und immer ein negatives Gefühl zusammen. Und das brennt sich ein in deiner Seele, dass Sex irgendwie etwas so ist, wo dich ein bisschen oder eure Beziehung ein bisschen daran nagt. Darum lieber, du machst einen Rahmen, ein bisschen dort, wo es für beide sicher stimmt und aufgeht und ihr kein schlechtes Gewissen habt. Und dann aber noch besser als ein Rahmen ist, dass du dir überlegst, um nochmal zurückzukommen zu dem Bild, nicht wo könnt ihr genau da noch, was ist noch drin, sondern wie könnt ihr da ankommen, dass ihr die Vision, die Gott hat, mit euch
wirklich auch in eurem Leben zurechtkommt. Vielleicht ist nicht die Frage, wie viel weit könnt ihr gehen in eurer Beziehung, bis ihr noch nicht geheiratet sind, sondern viel wichtiger, was braucht es noch, dass du dich wirklich kannst committen zu einer Ehe, zu einem Leben lang mit deinem Freund oder deiner Freundin. Was braucht es in deinem Herzen noch? Welche Gespräche müsst ihr noch führen? Welche Konflikte müsst ihr noch halt angehen? Wo müsst ihr noch ein paar Streits durchkämpfen, damit ihr wirklich beide merkt in eurem Herzen, jetzt sind wir ready, jetzt entscheiden wir uns füreinander und können eine Ehe starten miteinander. Wir wollen mal ein bisschen weitergehen, nämlich gerade am Anfang des Neuen Testaments, dort ist das Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium ist in erster Linie an Juden gerichtet. Und das siehst du gerade im ersten Kapitel, hat es einen Stammbaum von Jesus. Für die Juden ist es wichtig, die Herkunftsfamilie zu sehen, dass es auch glaubwürdig ist. Und wenn man den Stammbaum von Jesus anschaut, ich habe immer das Gefühl, ja, exegetisch, also so bibelauslegemässig ist jetzt das nicht wahnsinnig spannend, weil du hast dann einfach nehmen, so Auflistungen, die kannst du überspringen. Aber bei Jesus, der Stammbaum von Jesus ist eben gleich noch spannend. Weil es kommen nur schon, dass Frauen vorkommen, ist spannend. Das war nicht üblich gewesen, in so einer patriarchalischen Welt, wo Männer so ein bisschen Sagen hatten, es kommen Frauen vor. Und was für Frauen vorkommen, möchte ich euch auch noch sagen. Ich habe 4 rausgepickt. Zum Beispiel Tamar, die hat den Judah verführt, indem sie sich als Prostituierte verkleidet hat. Oder dann haben wir die Rahab, die im Stammbaum vorkommt, das war eine heidnische Hure. Und dann haben wir zum Beispiel noch die Ruth, das war eine Moabiterin, die ziemlich sicher Götzendienst gemacht hat. Und Bathseba, kennen wir von David, die kommen beide von David und Bathseba, die Ehebruch begangen haben. Also außerehelichen Geschlechtsverkehr. Und da sehen wir schon, der Stammbaum von Jesus ist sehr interessant. Ich bin davon überzeugt, dass das mega ein Zeichen ist. Warum ist Jesus auf die Welt gekommen? In seinem Stammbaum schon hat er Sachen eigentlich gewählt, die außerhalb von diesen Regeln sind, außerhalb vom Gesetz, und hat sie trotzdem gebraucht, um wieder Gottes Wille und Gottes ursprünglichen Plan in Erfüllung zu bringen. Und das ist das, wo Jesus schon von Anfang an seine Message war. Ich bin gekommen, um das Verlorene zu retten. Und darum ist das ein Zeichen schon am Anfang an, dass das, was Jesus tut und auch das, was Jesus am Kreuz, das ist das, was es wieder möglich macht. Du hast nie deine Vergangenheit zu fest verbockt, dass Gott nicht wieder dich kann und deine Sexualität und deine Beziehungen wieder dort anbringen, dass du eine Erfüllte zur Erfüllung kommen. Gott hat dich nie abgeschrieben, du bist nie zu schuldig, deine Geschichte ist nie zu fehlerhaft, als dass Jesus etwas Grossartiges wieder damit machen kann. Wenn Gott mit diesen Leuten, und diese Leute haben wirklich sexuelle Sachen gemacht, würden wir nicht machen. Würde wahrscheinlich niemand da rein machen. Und wenn Gott mit diesen Leuten wieder seine Geschichte schreibt, dann kann es mit dir noch lange. Für das ist Jesus gekommen. Und wir sehen das an der Geschichte von der Ehebrecherin, wo die Pharisäer kommen mit ihrer Frau und sagen, hey, wir haben sie beim Ehebruch ertappt. Du kannst dich schon mal fragen, wie haben sie die überhaupt ertappt beim Ehebruch? Irgendwo haben sie da reingegüchselt. Aber sie bringen sie von Jesus und sagen, die muss gesteinigt werden vom Gesetz aus. Aber Jesus sagt, der unschuldig ist, soll den ersten Stein werfen. Und alle zotteln davon. Und Jesus schaut sie an und sagt, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh hin und sündige nicht mehr. Und die Pharisäer ist spannend, die haben Jesus immer versucht, an den Punkt zu bringen, wo er das Gesetz übertritt. Aber sie haben ihn nie dorthin gebracht. Jesus war ein Rabbi, er hat das Gesetz gekannt, er hat das Gesetz sogar im tiefen Sinn gekannt. Und sie haben es nie geschafft, dass er das Gesetz übertreten hat. Und auch an dieser Stelle, der Einzige, der sündlos war, der Einzige, der das Recht hatte, einen Stein zu nehmen und auf diese Frau zu rühren, hat es nicht gemacht. Er hat diese Frau nicht verurteilt, er hat sie nicht abgewertet. Aber er hat sie ermutigt, ihr sündiges Leben aufzugeben. Weil er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und diese Frau hat eine Begegnung mit der Gnade vom Vater gehabt. Mit der Gnade durch Jesus Christus. Und daraus kann Umkehr passieren. Das ist die Art und Weise, wie Jesus dir auch heute noch begegnet. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch die Art und Weise, wo Jesus ein Vorbild setzt für dich und mich. Wie gehst du mit Menschen um, die Sexualität anders ausleben, als du es richtig findest? Weil das ist immer eine Challenge. Angenommen, du bist da rein und du denkst, hey, Homosexualität ist nicht richtig. Dann ist die Frage, wie gehst du mit jemandem um, der ganz offen und ehrlich Homosexualität auslebt? Oder du bist eine Person, du gehst wahrscheinlich nicht ins Puff. Wie gehst du mit Menschen um im Weg, die sagen, hey, jetzt gehen wir gerade ins Puff miteinander? Oder du hast eine Kollegin und deine Kollegin hat eine Affäre und du findest es nicht richtig. Wie gehst du mit diesen Menschen um? Und da kannst du Jesus als Vorbild nehmen. Das Erste, was Jesus macht, es steht, er schreibe in den Sand.
Jetzt musst du dir vorstellen, was er macht damit. Er geht runter, schreibt ins Sand, er begibt sich zuerst einmal auf Augenhöhe zu dieser Frau. Er kommt ihr näher. Er sagt nicht von oben herab ihr irgendwie etwas ins Leben, sondern zuerst einmal kommt er auf Augenhöhe. Das Zweite, was Jesus macht, er schützt die Person. Er gibt ihr wieder Würde. Er riskiert sogar selber etwas, damit die Frau wieder geschützt sein und nicht muss sterben und nicht gesteinigt wird. Und dann als Drittes, das Dritte, was er macht, er sagt, hey, ich verurteile dich nicht und gleich möchte ich dir sagen, hey, mach doch das nicht mehr. Das ist so wunderbar, so richtig, so wunderschön, voller Liebe und gleich geradlinig. Und die Bibel sagt uns ganz klar, du hast einen Auftrag an deinen Freunden oder an deinen Brüdern und Schwestern hast du einen Auftrag, um sie auch zu ermahnen. Und es ist ganz einfach, wer sind die Leute, die du wirklich sollst ermahnen und welche sind die Leute, die du nicht sollst ermahnen. Mach es wie Jesus. Wenn du jemanden siehst und es ist eine Person, wo du weißt, du bist auf Augenhöhe mit dieser Person, redest du. Es ist ein Freund. Gleichzeitig, du bist eine Person, du investierst dich in sie. Du schützt sie, ihr Wohlergehen ist dir wirklich am Herzen. Und das Vierte, es ist eine Person, die du null verurteilst, die du schätzt, die du achtest. Diese Personen, denen bitte red ehrlich ins Leben. Ich selber, ich brauche es, dass ich so Freunde um mich herum habe, wo ich auch weiss, sie sagen auch etwas, was unangenehm ist oder was sie anders sehen. Sagen sie mir, reden sie mir ins Leben. Und mach das unbedingt. Aber wenn du merkst, es ist eine Person, wo du nicht so näher bist und wo du jetzt auch nicht wirklich dein Leben schon investiert hast, um sie zu schützen, dann ist es vielleicht auch nicht an dir dran, dieser Person ins Leben hineinzureden. Dann lieb sie einfach, sag ihr Ahoi und gib ihr die Liebe von Jesus weiter. Verstehst du? Wir sind, hey, mega wichtig, wir sind berufen, Apostel zu sein von Jesus und nicht Apostel zu sein von irgendeiner Moral von Jesus. Das ist ein riesiger Unterschied im Fall. Du bist berufen, in erster Linie deine Menschen, dein Umfeld zu lieben. Und Jesus war geradlinig und ich habe es vorhin gesagt, er hat das Gesetz in der Tiefe ihnen erkannt, nicht nur die Äußerlichkeit. Und wir lesen eine Stelle, die ist mega eine starke Stelle und auch vielleicht eine schwierige Stelle, in Matthäus 5,28. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge und auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Also Jesus hat das Gesetz einerseits verschärft, weil er gezeigt hat, wie es gemeint. Es ist nicht nur eine äußerliche Einhaltung von etwas, aber er hat dann auch gesagt, er hätte es erfüllt. Und an dieser Stelle benutzt er bewusst eine Hyperbel, sagt man dem so schön. Das ist eine sprachliche Übertreibung. Weil du hast vielleicht auch gedacht, hast noch wenige Leute gesehen, die die Hand abgehackt haben oder sich das Auge rausgerissen haben. Ich habe noch keinen so einen Mann oder so eine Frau gesehen. Und das ist auch nicht das, was Jesus wollte. Sondern er wollte sagen, schau, die Sexualität, das ist mehr als eine Äußerlichkeit. Und es ist weniger schlimm, wenn du dir die Hand abhackst, als wenn du im Herzen krank bist. Und er möchte dein Herz. Er sagt, lieb Gott von ganzem Herzen. Er sagt, ich bin an deinem Herz interessiert. Schütze dein Herz. Lebe in dieser Sexualität, wo ich gedacht habe und nicht irgendetwas. Schütze dein Herz. Und es wäre besser, du würdest äußerlich kaputt gehen, als du innerlich verdirbst. Also zum nochmal zurückkommen auf das Bild, ist es eigentlich genau das. Du magst da denken, hey, ich mache ja alles richtig in der Sexualität. Und dann sagt dir aber Jesus, hey, schau, schlussendlich, dein Herz, an deinem Herz bin ich interessiert. Schlägt dein Herz so, wie mein Herz schlägt? Ist dein Herz wirklich gefüllt von dem? Ist dein Herz weich? Hast du die Vision, die ich wirklich habe für dein Leben? Weißt du, ich habe Kollegen und Kolleginnen, die haben in ihrem Leben sauber gelebt, alles richtig gemacht, sexuell nie mit jemand anderem geschlafen, dann haben sie einen Freund gefunden, haben auch nie Sex gehabt mit dem bis zu der Ehe und dann haben sie geheiratet und dann haben sie plötzlich gemerkt, sie sind zwar immer in diesem Rahmen geblieben, aber so viele Sachen sind noch nicht nach dem Herz von Gott. Sie haben sich nie zum Beispiel können ihre Minderwert ablegen. Sie haben nie dort angekommen, dass sie ihren Körper annehmen können. Sie sind nie dort angekommen, dass sie können lernen zu dem stehen, was sie selber wollen, was sie selber sind. Sie haben nie können wirklich völlig von dieser Liebe von Gott und von dieser Annahme von Gott ihres Innersten aufnehmen. Und dann kommst du in die Ehe, du hast das Gefühl, ich bin doch immer im Rahmen geblieben und merkst, und jetzt klappt es gleich nicht mit dem Sex. Und du fühlst dich hure verarscht. Glaub's mir. Und darum, es ist so wichtig, es geht nicht um einen Rahmen. Es geht nicht um einen Rahmen. Jesus macht das Gesetz sogar noch schärfer, weil er will schlussendlich dein Herz zumindest berühren und dein Herz ganz heilen.
dass du volle Annahme hast, dass du voll versöhnt bist, auch mit deinem Körper und voll gefüllt bist von dieser Liebe von Jesus. Und dass es Gott nicht einfach darum geht, einen Rahmen zu setzen, wo du dich irgendwo musst drin bewegen musst, lesen wir im 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und da sehen wir, es geht Gott nicht um einen äußerlichen Kurs, nicht einen reinen äußerlichen Kurs, dass wir hauptsächlich machen, was er sagt und dann ist er zufrieden, sondern es geht um eine Mündigkeit. Mit dem, was Gott uns anvertraut hat, mündig und reif umzugehen, geistliche Reife zu haben, in dem, was Gott uns gegeben hat. Auch in der Sexualität, dass wir fähig sind, reif zu entscheiden, was ist gut, was dient mir und was ist auch das, was nicht gut ist. Und ich glaube, eben bei der Mündigkeit geht es ja darum, bist du wirklich ehrlich? Du musst dich hinterfragen, bist du wirklich ehrlich? Drehst du ein bisschen das Gesetz und das, was du glaubst, sagt die Bibel, nach dem, wo du selber dir deine Lust sagst? Oder bist du ehrlich und sagst, hey, ich möchte wirklich, dass der Heilige Geist mich hineinführt in die ganze Wahrheit und ich möchte Dinge erkennen. Und du weißt es selber, wie ehrlich dass du bist. Ich ermutige dich, mit dir selber, bist so ehrlich, wie es nur geht. In all diesen Sachen. Was sind deine Werte? Wie siehst du die Sachen wirklich? Erlaubst du nicht, dort rein, mit dir selber Kompromiss zu machen, sondern frag dich wirklich. Und wenn du auch vielleicht in gewissen Sachen keine Antworten hast, dann halt es aus. Aber gang für die ganze Wahrheit. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, ist eine krasse Stelle, wo wir da lesen, oder Paulus geschrieben hat: Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und es gibt immer die Frage, ja, sind denn alle Sünden gleich? Und ich glaube, man kann Nein sagen. Ich glaube, Sünden sind dadurch gleich. Alle Sünden sind gleich, dass sie uns von Gott trennen und dass wir Gnade vom Vater brauchen. Jede kleine Übertretung, ob ich am Kiosk einen Kaugummi gestohlen habe oder ob ich fremdgegangen bin. Wir sind auf Gnade vom Vater angewiesen. Dort sind alle Sünden gleich. Aber in der Konsequenz sind die Sünden unterschiedlich. Und hat der Kaugummi wahrscheinlich die kleine Konsequenz, als wenn ich fremdgegangen bin. Und darum, Gott möchte, dass wir vorsichtig und weise mit unserer Sexualität umgehen. Du darfst auch nicht unterschätzen, es gibt nie easy Sex. Das gibt es nicht. Das wird uns oft so vermittelt, auch in den Filmen. Und dann hat er mit der noch Sex und mit der noch Sex und er bleibt immer cool und das macht nicht mit ihm. Es macht zumindest das mit ihm im realen Leben, dass sein Herz abstumpft gegenüber dem Menschen. Du kannst nicht die Liebe von Gott in dir hineintragen und das gleichzeitig machen. Es macht etwas mit deinem Herzen. Und meistens, du weißt, das ist ja das, was Psychologie eigentlich eindeutig bestätigt, Sex macht immer etwas mit dir. Und was ich eben auch gemerkt habe, Gott hat meistens kein Problem damit, wenn du im Sexuellen drin unrein lebst. Er kann dir vergeben und ist wieder da, steht wieder gleich da mit offenen Armen wie vorher. Aber irgendwie ist es für dich nachher schwieriger, wieder in die Arme von Gott die Gnade wieder anzunehmen. Und ich merke, das macht wieder etwas. Ich möchte dich ermutigen, mach es trotzdem, lauf in die Arme von Gott immer wieder. Aber unterschätze es nicht, es gibt kein easy Sex, der keinen Effekt hat auf deine Seele. Ich glaube, genau darum ist es so wichtig, dass wir lernen, ich habe euch da ein Tübli angemalt, dass wir lernen, im Heiligen Geist leben. Ich meine, Jesus macht die Gesetze, die da sind, die sonst schon schwierig sind, noch extremer, noch krasser. Aber Jesus ist nicht hartherzig dir gegenüber. Jesus weiß auch, hey, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, dich in die volle Wahrheit hineinzuführen. Und weißt du, wir haben das Gefühl, dass Sex sei nicht ein geistliches Thema. Ich glaube, der Heilige Geist sieht das anders. Ich glaube, dass deine Sexualität, egal wie du sie siehst, wie sauber oder göttlich dass du sie siehst, ich glaube, der Heilige Geist liebt dich von da näher an das Herz anzuführen, an die Vision, die Gott wirklich hat, auch wenn du außerhalb vom Gesetz noch irgendwo lebst und noch Sünde praktizierst, dann wird er dich trotzdem einführen wieder in das. Der Heilige Geist
will das Werk in dir hinein tun, damit du Jesus ähnlicher wirst. Wir lesen das im 2. Korinther 3, Vers 18. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker an seine Herrlichkeit widerspiegeln. Für das brennt am Heiligen Geist sein Herz. Also warum, wenn wir ihm nicht vertrauen am heutigen Abend, ganz speziell noch in unserer Sexualität. Und auch bei der Sexualität steckt Leben drin, weil es Gott gemacht hat. Und Gott ist der uns in die Freiheit hineinführen möchte. Jesus sagt, wer in mir ist und durch mich ist wirklich frei. Gott gibt einen Frieden und eine Freiheit, die die Welt nicht geben kann. Und ich habe für mich persönlich gesagt, schau, ich gehe auf den Weg, dass ich sage, ich möchte die Freiheit erlangen. Ich möchte dort drin hineinkommen, in das Bild, in die Vision hinein, wie Gott sich Sexualität gedacht hat. Ich mache mich auf den Weg. Und ich möchte dich bitten, deine Augen zu schliessen. Und dass, wenn du jetzt da bist und sagst, schau, egal wo ich stehe, aber ich stehe nochmal neu auf für eine göttliche, reine, heilige, lebensspendende, gute Sexualität, dann stehe ich jetzt auf. Dann stehe ich auf und sage, mit dem äußerlichen Zeichen, drück dir nicht dein Herz aus, das sagt, Jesus, da bin ich. Und ich mache mich stark für eine gesunde, göttliche Sexualität. Und vielleicht fühlst du dich wie die Ehebrecherin, die am Boden liegt. Und dann sage ich dir, Jesus ist heute Abend da, wo sich genau auf die Knie beugt, dir in die Augen schaut und sagt, schau, ich verurteile dich nicht. Aber ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dein sündige Leben abzulegen. Und das Leben in Fülle zu entdecken. Auch in deiner Sexualität. Und er stellt dich wieder als heilige, makellose, reine Brut vor sich hin. Und sagt, schau, deine Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Wir gehen weiter. Lass uns doch alle aufstehen, ich möchte noch beten mit uns allen. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für die Vision, die du für jeden von uns hast. Du hast gibst niemanden auf. Du hast gute Gedanken über jedem. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns führst in die Wahrheit hinein. Es ist zum Teil komplex oder zum Teil auch schwierig. Es ist immer unglaublich emotional, das Thema. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du Kontrolle übernimmst in unserer Sexualität. Hilf uns dort, wo wir gefangen sind, in eine Freiheit hineinzukommen. Hilf uns dort, wo wir verletzt sind, Verletzungen loszulassen. Hilf uns dort, wo wir einfach Schwierigkeiten haben, Jesus, dort zu überwinden. Heiliger Geist, wir brauchen deine Führung in diesem Thema. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Gut.